Wenn wir denken an den Preis, was Jesus tun hat für uns, ich glaube, das ist schwer zu begreifen, wo ein Gott, der für alle Ewigkeit hat, merklich im Himmel gelebt, ruft heim und lebt manch uns, und an zu der Zeit, und ich glaube für diese Zeit auch, den strengsten, orsten Tod kriegen, was möglich ist. Und dort hat er alle für dich und für mich. Wir wollen von dir sein, von dem Thema, was passiert, Gott seine Opfer in uns, wenn er uns raten wird, und was passiert, Gott sein, dass er von Tod abstündet in uns. Wir wollen von dir, von Römer Kapitel 6, wir wollen die ersten 14 Versen durchgehen. Und wir wollen diese Botschaft sozusagen in zwei Parts, wir wollen von dir das erste Part und dann das zweite Part am Sonntag und Ostern. Von dir sind wir in Stellenfreitag. Wir wollen mit alle begreifen, was sagt Gott sein Wort, von wo Jesus sein Tod verbunden ist mit unserer Rettung. Und dann Sonntag, wo wir sein, wo ist dort, dass Jesus von Tod abstündet, was der dort in uns. Das ist interessant, wenn wir kommen als Christen und von der, weil wir nur diese Botschaft oben haben, dort ist ein Ding, was sehr wichtig ist für den Christ. Wieder, die Taufe ist auch sehr wichtig für den Christ. Ein Bild von diesen Symbol, das ist ein Beweis für uns, so dass wir können besser verstehen, was unsere Rettung in uns tut. So, von der, weil wir in Römer Kapitel 6, die ersten 14 Versen durchgehen. So, Paulus fängt hier an, und er sagt, er fängt an mit einer Frau. Er sagt, was soll wir dann sein? Soll wir bei ihm Sünden bleiben, dass der Gnade durch dich geraten wird? So, wir denken vielleicht so, warum fragt Paulus diese Frau und wo ist das verbunden mit der Taufe und auch mit unserer Rettung? In Kapitel 5 redet Paulus von, und Paulus trägt vom Kapitel 5, wo wir sind gerecht gemerkt, der Christus, durch Gott seine Gnade. Das ist nicht wie wir dort verdienen tun, das ist nicht wie wir dort schaffen tun in uns selbst, das ist Gott, was uns geben wird, das ist ein Geschenk, willst wir glauben. Und dann kommt die Frau dann, willst wir ohne Gnade sein, können wir dann so leben, dass wir wollen? Oder wird wir können sein, können wir leben, dass wir wollen? Wenn wir Jesus angenommen haben, wenn er uns vergeben hat, können wir dann so leben, dass wir wollen? Ich glaube, diese Frau ist eine Frau, die wir alle haben durchgedacht. Und vielleicht sind wir an einer Zeit, wo wir das Zweifel haben von dir. Wenn wir Jesus angenommen haben, können wir dann so leben, dass wir wollen? Und ich finde das interessant. Ich würde sagen, nochmal, wenn wir das Neue Testament lesen, dann hört sich meist, dass Paulus ein Mennonit ist, wegen er so Dries ist. Hat diese Frau gestaltet und dann, das ist seine Antwort. Ab keine Weg. Wir würden gerne sagen, sei lang nicht. In keiner Weg soll wir so leben, dass wir wollen. Kann wir trägende sind, wann wir Jesus angenommen haben. Und dann lehrt Paulus, warum. Und ich glaube, das ist, wo es wichtig ist, dass wir verstehen, was passiert in uns, wenn wir gerettet werden. Er sagt wieder, wo sollen wir, die wir für den Sinn tot sind, durch wieder Bernen leben. So Paulus sagt, wenn wir Jesus angenommen haben, wir haben dort, was Jesus getan hat für uns, ab dem Kreuz angenommen durch Glauben, das passiert in der Rettung in uns. Und was passiert wird, wir sind gestorben zu unserer Sünde. Unsere Sünden sind nu tot. So wenn wir wieder leben in Sünde, dort ist ein Beweis von zwei Dingen vielleicht. Erstens, wir haben das nicht verstanden, was Jesus getan hat für uns. Und zweitens, wenn wir wieder in der Sinn leben, dann ist vielleicht ein Beweis, dass wir das nicht angenommen haben, dort, was Jesus getan hat für uns. Weil wenn Jesus auf dem Kreuz gestorben ist, dann wir unsere Sünden, was an ihm hängen leiden. Unsere Sünden sterben mit Jesus Christus taub. Unsere Sünden sind tot, wenn wir Jesus angenommen haben. In Galater Kapitel 5, 24 sagt es dort, die Christus Jesus angehören, haben das Fleisch mit Lust und Leidenschaften taub gekreuzigt.
Wie das Mennoniten, wie haben nicht so die Katholiken haben, und Katholiken die Hand in ihre Häme, in ihre Tjoken haben sie, was sie in Kruzifix nennen. Das ist in Beweis, wo Jesus auf dem Kreuz hängen tun. Und mir ist es einmal abfallend, ich gehe und ich sage so, und ich sage dort einmal, du auf den Kreuz. Wir weiten, dass Jesus nicht mal auf dem Kreuz ist, aber du auf den Kreuz hängen meine Sünde. Und wenn du auf den Kreuz hängen deine Sünde. Und wenn du Jesus angenommen hast, an den Kreuz sterben deine Sünde. Sie ersten denken, was wir annehmen dann, wenn wir Jesus annehmen dann, das Heiland. Wenn wir das annehmen dann, wenn wir das glauben dann, dass Jesus Christus hat uns vergeben, wir müssen das annehmen, dass Jesus hat unsere Sünden auch wahrgenommen. Das ist nicht mehrlich, dass Jesus uns vergeben hat und da uns mit unseren Sünden loten hat. Wenn wir vergeben sind unsere Sünden wahrgenommen, sind ewig Sieg gebracht, dass sie nicht mehr mit uns sind. Unsere Sünden sind dort gemerkt. Und dann hat er wieder in der dritten Vers, hat er uns noch ein Bild gegeben, wo das passieren wird. Er sagt in der dritten Vers, oder weet je nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus gedeibt sind, in sein Tod gedeibt wurden. So, er redet hier von Deipen, er redet von der Taufe hier. Wie sollen wir das dann verstehen? Ist das die Taufe, was uns die Sünden vergeben wird? Oder ist die Taufe, was andere? Er sagt hier, wir sind in Jesus Christus gedeibt. Was meint er mit das? Ich glaube, das Wort gedeibt verstehen hier ist wichtig. Und Paulus meint nicht hier, dass wir wollen geraten, willst wie gedeibt sind. Die Taufe, deipen loten, ist ein Beweis von dort, was auch passiert ist. So, das Wort, was hier wird gebraucht, gedeibt, meint Baptismus, das ist das Wort in griechischer Sprache. Und was das Wort meinen das, ist, dass unser Döcken sollten dort reinmerken. So, was Paulus hier sagen wird, und hier lernen wird, ist, wir sind in Jesus Christus gedöckt und wir sind durch Jesus Christus im Blut reingewaschen. Und die, die in diesem Land leben, die würden das verstehen. Wenn sie würden Kleider in ordentliche Kleider merken, die würden dort in das Tent gedöcken, so dass die anderen, wenn das rauskommen, So Paulus braucht hier ein Vorbild, wer in Jesus Christus gedöckt wird, gedeiht wird, der wird reingemerkt. Wir sind vergeben, weil Jesus Christus hat uns reingewaschen. Das ist durch Gnade, was wir reingewaschen sind. Und dann willst wir gehorsam sein, und wir wollen Jesus Christus dort beweisen, in der Welt dort beweisen, wo wir stehen mit Jesus Christus, nehmen wir die Taufe, dass wir andere wissen können, was passiert ist in uns Hort. Das sagt hier wieder in der 4. Vers, wir werden durch den Deipen mit am Taub und Tod begruft. Hier ist ein Denkwort, ich glaube, es ist wichtig zu verstehen hier. Was da dieses Menschen begrufen? Wir wollen nicht bloß dort, was dort ist. Wir da nicht sonst begrufen, was lebendig ist. Wenn wir würden begrufen worden, wenn wir nach Leben leiden, dort ist ein Mörder. So wir begrufen bloß so eine Dinge, was dort sind. So unsere Sünden, die werden nach dem Kreuz dort gemerkt. Und die werden begrufen mit Jesus Christus. Sie sterben nach dem Kreuz, dort würde die sterben leiden. Und dann werden die begrufen mit Jesus und die sind danach. Jesus Christus sagt in der Bibel, dass unsere Sünden sind wahrgenommen. Und in Micha Kapitel 7, 18 und 19 sagt dort, dass unsere Sünden sind in der tiefsten Port von dem Meer begruft. Und der tiefste Port von dem Meer, so sagt ich kann nicht verstehen, ist 13 Mil tief. Die sind tief begruft. Die sind weit auf. Und wenn Jesus unsere Sünden hat vergibt, unsere Sünden sind noch in dort Grab. Jesus stand ab, aber er nimmt unsere Sünden nicht mit. Die sind noch in dort Grab. In 2008, wir dann auch, und meine Frau und andere auch in Israel, und wir besuchen uns, welche Städte, wo Jesus gedient hat, und wir waren in einer Stadt, das nennt sich der Gardentum, und das ist eine von den Städten, wo sie glauben,
Jesus mocht han begroefd worden. Ik heb me dat nog studiert en ik geloof dat als wo de grote kerk is in Israël. Aber diese Städte haben in Graf, dort ist eine Stadt, sei so die Städte, wo sie wurden han Jesus begroeft. Sie haben es so angerecht, dass der Kraxer Loten dort Jesus in den Graf wir, in der Stein ist wachgerollt, und der Graf ist ladig. Und wenn ich dann ging, und ich sah, wo der Körper wird angelehnt, ich dachte zu mir selbst und ich dachte an diese Forschen. Die sind, die werden in den Graf begroeft. Und die lagen dort. Die sind von der ganzen Welt, die werden in den Graf. Und wenn Jesus abstund von der Tod, die Sünden bleiben da. Die kommen nicht mit. So wenn wir dann leben in unseren Sünden, wir verstehen nicht, was Jesus getan hat für uns. Und hier, wir sind verbunden mit Jesus. Wir sind nicht dort, wie selbst gerecht worden. Dort als Jesus Christus in Gerechtigkeit wird über uns ist. Dort ist nicht dort unsere Sünden unterstand. Dort ist, wenn Jesus die wahrgenommen hat, dort wir rein sind. Und warum hat Jesus Christus unsere Sünden begroeft? Der letzte Part von der vierten Vers sagt, dort so, als Christus durch den Vater seine Herrlichkeit kann, von dort abgewagt worden, wir können in ein neues Leben wandeln. Wir sind auch mehr von der reden. So Jesus Christus hat unser Sinn auf dem Kreuz mit einem Taub gekreuzigt, dort unsere Sünden gestorben leiden. Und wieder, unsere Sünden sind begroeft und sie sind noch in den Graf. Und dann redet Paulus noch ein klein bisschen wieder, wo weit geht es, dort unsere Sünden wahrgenommen sind. In der ersten Vers sagt es dort, wir weiten dort uns alle Menschen mit einem Taub gekreuzigt sind, so dort es mit unseren sündigen Körper in eng hat und wir die Sünde nicht mehr dienen. Willst wer gestorben ist, frei von Sünde. Sind frei von Sünde. So wenn wir diese Vers lesen, dann ich glaube, viele von uns, dann dort vielleicht nicht begreifen, was passiert an den Kreuz. Wir gehen nu in eine Zeit an, wo viele von uns wollen, die schmacke jede Blumen sein an uns Hof, nicht so? Wir reden von Dandelion. Und was von uns gleichen die Blumen vielleicht, aber meiste von uns, wir weiten dort erst Kreuz. Dort ist nicht ein guter Plant. Und wo ist dort mit vielen Kreuz? Wenn wir dort bis einmal aufschneiden, wir dann von oben sozusagen aufschneiden, dort das Karte ist, wir bringen die Plant klein mit unter Kontrolle. Und ich glaube, viele von uns, wir leben dort, wenn Jesus am Kreuz gestorben ist, dann werden wir jetzt das Kreuz von oben aufschneiden. Er hat uns vergeben, aber jedes Mal, wie wir da in den Sinn leben, oder down, mit Jesus war der Kreuz ein klein bisschen auftrimmen. Aber wo merkt einer, der Dandelion steht dort? Einer, der von Oingen die Wortel ganz uitgegraven, dort der ganze Kreuz steht, uitgegraven ist und weggeschmissen wird. Dort ist, was Jesus auf dem Kreuz steht. Da wir nicht bloß genug, dass Gott unsere Sünden vergeben hat, dort, was wir getan haben. Jesus nimmt unsere Sünden weg. Die ganze Natur, von wer wir sind, ist weggenommen, so dass wir nicht mehr Brücken in den Sinn leben. So, das meint dann, dass wir sind frei von unserer Sünde. Er sagt, unsere alte Natur, wer wir sind, den alten Mensch, ist mit Jesus Christus taub gekreuzigt. Da wir nicht bloß den Preis, den ewigen Preis, die Schuld, was wir uns verdient haben, wird starb auf dem Kreuz, da wir unsere Sinn-Natur wird durchstorben leiden. Unsere alte Sinn-Natur wird dort gemerkt auf dem Kreuz, so dass wir frei sein können von dort. Und das ist der Gute Notrecht von Stelle Freitag. Unsere Sinn-Natur ist dort gemerkt. Unsere Sinn-Natur ist als wahrgenommen. Und wir brauchen nicht mehr in den Sinn leben. Die Kraft, die der Sinn über uns hat, der ist dort gemerkt auf dem Kreuz.
Wir sind nu frei, um Entscheidungen merken, für Jesus zu leben. Weil der Sinn, der hängt nicht mehr über uns. Jesus Christus hat die wahrgenommen, er hat die begraft. Und er sagt nicht mehr mit uns. Nur als durch, was Jesus Christus auf dem Kreuz deed, dort wir nu frei sind, dann dort annehmen, was er an Ostern deed. Und wir wollen mehr von dort reden, am Sonntag. In Johannes Kapitel 8, 34, und an der 36 davor sagt es das. Jesus sagte an, ich sei jüngte Wahrheit, wer du sündig, als an den Sinn versklavt. Ein Sklav bleibt nicht ewig im Haus. Der Sinn aber bleibt ewig. Da hört man, was er in 36 sagt. Du wegen, wenn der Sinn ihn frei merkt, sind je wirklich frei. Wenn je hier von dir sind und je fallen, je sind noch nicht frei von sind. Gott hat das so simpel gemerkt für uns, dass wir frei können sein von der Sinn. Nicht bloß der Strafe, was der Sinn kommen wird, aber die Kontrolle, die Kraft, was Sinn über uns hat. 2000 Jahre zurück starb Jesus Christus auf dem Kreuz. Dass wir können losgekauft sein von unseren Sinnen. Und die Bibel lehrt uns, dass wir im Glauben nur Jesus kommen und dort annehmen von ihm, was er getan hat für uns. Das ist sehr simpel. Wir müssen bekennen, dass wir Sünder sind. Dann müssen wir bekennen, dass Jesus Christus erst gekommen zum Sterben für alle die Sünden, was jede Person hat getan. Und der zweite Part ist, wir müssen dort annehmen, durch Glauben, dass wir dort annehmen, dass wir Jesus, was in uns steht, sterben wird. Und dann, wenn wir dort tun, wenn wir am Anraupen tun und dort annehmen tun, durch Gebet, die Bibel verspricht uns, dann sind wir seilig. Und dann, nur dort kommt der wahre Geburt von dort, wo wir mehr reden. So, wir werden von der Eva gehen nach einer Ofensmahlzeit. Ovenwohl ist für uns Christen, wir würden kann sein, der wichtigste Ding, was wir können tun. Dort ist ein Beweis für uns von zwei Dingen. Dort ist ein Beweis für uns von wann großen Preis Jesus tut für uns. Das Braut ist ein Beweis von wo sein Körper verbrannt wird für uns. Da wird zwei gebrochen. Der Jesus wird durchgeschlagen. Jesus wird auf dem Kreuz gekreuzigt, dass wir in Tod wird sehr streng wie in sehr arg wir. Und dann der zweite Part, dort ist das Wein drüben Juice. Und dort ist ein Beweis für uns, weil Jesus sein Innenblut abgeben hat, uitgeiten hat für uns, so dass Gott kann unsere Sünden vergeben. Die Bibel lehrt uns, dass ohne das Blut uitgegoten wird, erst keine Sündenvergebung. Durch was Jesus hat im Kreuz tat, können wir vergeben werden.